Maßloser Hunger, unendliche Macht. Hier bei Dragon Ball Fighter Z. Willkommen zurück. Wir sind eben noch dabei, uns den Weg frei zu kämpfen. Wortwörtlich. Denn sonst kommen wir nicht weiter. Und natürlich gleichzeitig auch die Klone, ja, deswegen zu besiegen. Nicht nur, weil sie uns im Weg stehen und wir natürlich dadurch auch stärker werden und so, mehr Training. Sondern auch, damit die böse Hälfte von CN20 sie nicht fressen kann. Ja, ganz crazy die ganze Sache. Tut mir leid, Sally Boy, aber hätte funktionieren können. Aua! Das ist aber sehr fies. Das ist richtig stark! Hey Cell! Super Saiyan Free! Zu stark für dich, Sally Boy. Ja, so ein Schwanz kann echt praktisch sein. Nö. Hab nichts mehr gesehen, ich hab nichts mehr gesehen. Oh oh, er ist so hoch! Super Saiyan Free! Oh, nein! Er hat sie gekommen. Alter, wie gut! Er hat den dreifachen Super Saiyan gekontert! Oh, Krillin hat Son Goku besiegt. Okay, das sehen wir noch nicht alle Tage. Scheiße. Das kam jetzt ein bisschen unerwartet. Und tschüss. Future, ja doch, Future Reborn war, kann man sagen. Das müsste Trunks ziemlich bekannt vorkommen. Und das war's. Aber ich musste ein bisschen federn lassen. Das heißt, ich muss Son Goku erstmal wieder ein bisschen hochpushen. Yeah. Naja, selber schuld. Warte mal, da ist der. Oh nein, das gibt mir unten. Scheiße. Ja, ein echt beschissener Zeitpunkt für sowas. Good luck! Hallo? Wünsche mir kein Glück. So eine Frechheit. Wieso haben eigentlich alle Cyborgs die gleiche Augenfarbe? Zumindest solange sie noch gut sind. Und wir können überlegen. C13, C14, C15 noch auswendig. Nein, C15 gab schon. C4. Ne, warte mal, C14 war es. Der 15 hat eh eine Mütze auf. Eine Sonnenbrille, Entschuldigung. Haben wir sogar nicht gesehen bei ihm. Tschüss, Bu! Das war die Rache fürs damalige Schokolade verwandeln und fressen. Gut, war zwar Super Bu, also sprich, es war ja eigentlich ein... Ja doch, war eigentlich der gleiche Bu. Mehr oder weniger. So, der 40 ist der, ja. Oder sind die, ja, muss man wohl leider sagen. Ah, jetzt wünschen wir Glück. Vorhin, nö, ist ja nur Kippu, dann machst du schon platt. Oh, meine Güte.
bitte. Mhm. Ich glaube, wir erkennen langsam, wann die NPCs angreifen wollen. Also nicht, was sie angreifen, sondern wann sie angreifen. Schade, wollte ich da einfach Kombi machen. Moment, juckt gerade. So, weiter geht's. Da kann ich selber wechseln. Also die NPCs meine ich. Was sie auch machen. Hab nie gesehen. Was macht die denn da? Wolfstechnik! Die haben wir noch gar nicht gesehen, wa? Hier im Spiel. Aua! Den Abwehr, hey, der Gute, der Junge. Chi-Ha! Super Saiyan 3! Tschüss! Der lebt, ich glaub's nicht! Was ist das denn für ein krasser Move? Alter! Sag mal, was ist denn hier los? Boah, der plötzlich alles abblockt. Leck mich am Arsch. Ja, wir können nochmal einen nachsetzen, aber ging wieder mal nicht. Die Ultimate-Angriffe. So, schön auffüllen, noch ein bisschen mehr. Ja. Happa, happa für Papa Nappa. Den Spruch vergisst man auch nie wieder. So, und jetzt? Goku, もうこの地球にはクローンドームは残っちゃいないよ。俺たちもかなりの数を倒したが、奴も相当暴れ回ったみたいだな。ああ、あとはいよいよオラたちの仲間だけっちゅうわけだ。なんか嫌な言い方だな。上等だ。ならばこっちから挨拶に行ってやる。そうだな。向こうから来るのをわざわざ待つ意味もなかろう。あっちの方から21号のバカでかい木を感じる。よし、じゃあ行こうぜ。よし。いたぞ、あそこだ。ついに来たわね。待ちくたびれちゃったわ。そんなにじらさなくても私は残さず食べてあげるのに。なんだよこの木、前とは比べ物にならないぞ。それでどこで戦うつもりなんだ、孫。な、オラにつかまり。おめえもついてこいよ。何？
Jetzt bin ich mal gespannt. Ein unsterblicher Cyborg, die Genki-Dama-Taktik, ja, die kennen wir auch allzu gut. Oh. Ja, da werden sich 2 bzw. 3, ne, eigentlich sind es wieder 3. Wenn sie nach Super bzw. während Super spielt. Wie auch immer, die Kaioshins werden sich freuen. 大変でしたね皆さん。なんだ海王神様、オラが来るって分かってたんか？はい、ご先祖様と様子を見ていたので、今回も地球が大変な相手に狙われてしまったようですね。悪いな海王神様、ここくれしか思いつかなくてよ。まったく毎度毎度お前たちは揉め事を海王神会に申し込みよって。 Ja, ich glaube, Beerus hätte nicht so Freude daran, wenn er es auf seinem Planeten austragen würde. Aber gesehen davon, was mir gerade mal so auffällt, Freunde, Beerus und Whis, die haben wir eigentlich nur im ersten Story-Arc gesehen, seitdem nicht mehr. WTF. どういうことだ？ここは地球じゃないのか？もう地球で今の21号と戦ったらどうなっかわかんねえ。その点ここならいくら暴れても大丈夫だ。悟空、これがあんたの考えってやつか？バカもんが海王神会を何だと思ったのじゃ。だからごめんって。今度ちゃんとお礼はすっからよ。信用できるもんか。今までもろくな礼もしてこんかったじゃろうが。いやー、めったな。なあ悟空、あの21号もここまで追ってくるっていうのか？ああ、こいつならオラたちを見つけるはずだ。お、もうか。思ってたよりずっと早いぞ。やっぱ本当にとんでもねえやつだな。当然あんたたちのことはデザートとして取っておいたんだから。オラなんか食ってもうまくねえと思うんだけどな。あきれた。あんた捕食もしないで私に勝つ気なの？なんとなく予感はしていたけど、誰も食べないなんてほんとバカね。あんたもいい子ぶらないで思うがままに食べればいいのよ。美味しいだけじゃない、恐ろしいほどの力も手に入れられるわよ。そんなものは必要ないわ。ああ、よかった。それを聞いて安心したわ。ならこいつら全部私が食べていいってことね。全部私一人で食べてやるわ。さあティータイムを始めましょう。Okay, es geht auch schon direkt los. 50 ist die, Alter. Am Arsch. Team bearbeiten, weiß nicht, kann eigentlich noch ein bisschen Stärke bearbeiten und so. Sieg, Gesundheitsregeneration erhöht, brauche ich jetzt sowieso nicht mehr, denn es ist der letzte Kampf hier. Team bearbeiten machen wir ganz kurz, Spielerfertigkeiten. Der bringt Gesundheitsregeneration, wobei Stufe 3 besser wäre, okay. Keeper fühlt sich schneller, ist auch geil, aber der bringt mir jetzt hier nichts. Das heißt, Siegerfahrungspunkt ist auch ein bisschen doof. Kampfleiter mit der Höhe, ne, ich mach mal Spezial, ne, ich mach Angstpower, komm. Stufe 3, passt. Kann noch irgendwie Team bearbeiten, ja, aber irgendwie speichern, so etwas geht nicht mehr. Scheiß drauf.
War noch relativ stark. War 34. Der gute alte Bu. Bu. Okay, Freunde. It's Showtime. C21 Level 50. Das ultimative Böse. Ja, wie oft haben wir das schon gehört, wa? Also, Animes, Mangas generell. So! So läuft das nicht! Was macht die da? Alter, was ist das für ein Move? Tschüss. Was ist das für ein scheiß Move, ey? Oh, der mal für die böse Version zum Ultimate Move eingebaut. Ich glaube, es hackt. Ups, war zu früh. Scheiße. Egal. Ah, ich wollte zum dreifach Ultimate Move abschließen. Boah, das war eine böse Attacke, Freunde. Das war eine ganz böse Attacke. Ich muss aufladen, alles entladen. So, fertig. Genkidama, ja.いや、まだだ。そう焦らないでよ。心配しなくても全員残さず食ってやるわ。なんだってんだ。さっきまでボロボロだったくせによ。あいつの回復力は異常なんです。すべての細胞を完全に消滅させないと元通りに回復してしまいます。回復力もブーと同じってことか。そっか。こういうことなら仕方ねえ。元気玉で決着つけっぞ。悪いがみんなの力が集まるまで時間稼いでくれるか。ああみんな、オラに元気分けてくれ。あいつは私が引き止めます。あなたもこのまま私とリンクして戦ってください。Ernsthaft? Noch ein Kampf? Komm, das wäre jetzt geil. Zwar ohne Goku wäre ein bisschen scheiße, aber okay. Ja, noch ein Kampf. Was? Jetzt ist aber mal 5 Stufen stärker, ist klar, Alter. Ich speichere mal ganz kurz. Ich hoffe, jetzt nicht irgendwie komplett rausgeschmissen. Also ne, wir müssen eigentlich schon dort weitermachen dürfen. 79%, alter Schwede. So, geil. Ja, nennen doch mal ein geiles Finale. Kann man so machen. Dankeschön. Oh, yes, Freunde. Jetzt hauen wir sie zu Brei. Gut, es sind nur 1 gegen 1. Ich bin total im Nachteil. Ist mir scheißegal. Also nichts. Jetzt ist Skill gefragt. Wow. Ja. Wo bin ich denn hin? Ne? Ich kann noch ein bisschen annähern. Oh oh. Ich kam da nicht mehr raus, verdammte Scheiße. Ich habe gespeichert. Erneut
Laut spielen. Nee, nee, nee. Ich habe gespeichert. Hey, ich weiß schon wieso. Nein, das lief letztes Mal so gut. So, komm. Kann mal wahr sein. Mal einen Schluck trinken. So, feines Quellwasser. Hat weniger überlegen, mehr instinktiv handeln. Wäre eine Idee. Klaut mir einfach meinen Move! Aller guten Dinge sind drei, Freunde. Aller guten Dinge sind drei. Kann ich mal nicht wahr sein, wie scheiße schwer ist der Kampf. Vor allem, wenn da mal so eine Kombi drin bin, ich komme nicht mehr raus. Gibt dann nur eine Lösung. Den Trick bei ihr anwenden. Problem ist, ich habe mit 22 normale Moves noch nicht so drauf, wie ich es gerne hätte. So. Oh nein, der Scheiß schon wieder! Der ist einfach so fies! Was mache ich gegen den Scheiß-Move von ihr? Da kann ich nichts machen! Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier einen Neuversuch mache? Also, sprich, bin ich jetzt wieder da am Kampf, so wie es mit dem Speichern auch wäre, oder bin ich da komplett im Arsch? Okay. Was mache ich falsch? Warte mal. Habe ich da ernsthaft, also, dass ich keine Teamkameraden ausgerüstet habe? Ja, aber habe ich auch keine Kampffähigkeiten ausgerüstet? Habe ich das jetzt vor lauter Euphorie übersehen? Lass mir auf den Sack, hey! Okay, dazu macht wieder ihren Super Move. Was zum Heilen meine ich, versteht ihr? Das macht sie irgendwie nicht mehr. Was ist los mit der Braut? Okay, wieso habe ich das nicht auch drauf? Yeah, Stufenanstieg, geil. Wie oft sehen wir wohl diesen Screen noch? Ich will es gar nicht wissen, ganz ehrlich. Ja, ich war näher dran, ich weiß, ich war näher. Spielerfähigkeiten. Ich habe ja auch keine Spielerfähigkeit, ich darf nichts anwenden. Dankeschön, liebes Spiel. Dass du mich so verarscht. Ganz ruhig, Michael, ganz ruhig.
Nicht aufregen. Ah! Ja, du schau langsam ihre Moves. Mann, wieso macht der Moves mit? Ich wäre ein Spezialmove. Okay, sorry, aber das war jetzt so Ey, was soll das mit dieser scheiß Steuerung? Ich weiß aber, wie die Moves funktionieren. Ich drücke auch die Tasten. Und genau jetzt, wo ich es brauchte, oder? Ich war so gut drin, ich habe so gut gekontert. Ich konnte... Oh, und dann plötzlich funktioniert es zweimal nicht mehr, also auf den Arsch. Da kann sie da kontern. Also ich hoffe stark. Es liegt entweder an mir oder am Controller. Die zwei Optionen hoffe ich stark, weil wenn das wirklich am Spiel liegt, dass es so extrem sensibel ist, dass du da keine Millisekunde daneben tippen darfst vom Tempo her. Oder schweren Tasten kommen, die einen Tasten nicht zu früh drücken darfst und so, dass da... Nee, also sorry, dann ist das Spiel scheiße. Das ist einfach nur scheiße. Aber eben, ich hoffe, es ist nicht so. Das liegt an mir oder am Controller. Und dann habe ich nichts gesagt. Bin natürlich einfach sauer, verständlicherweise. Ein bisschen frustriert. Man macht hier einen scheiß Verteidigungsmove manchmal nicht. Ah, die macht aber auch so verdammt viel Schaden, ganz ehrlich. Ja, der Part wird länger dauern. Kann ich jetzt schon mal versprechen. Ich meine, klar, er wird, wenn es zu sehr ausartet, schon schneiden. Aber er macht keinen weiteren Part. Vergesst es. Das ist Part 40, hier wird der Story-Modus beendet. Fertig. Was mache ich falsch? Was mache ich falsch? Natürlich machen können, wenn ich entweder mal so eine Situation habe und die Attacken nicht funktionieren, wegen der Tasten kommen und so, also halt nicht darauf beharren, dass sie trotzdem funktionieren, halt wechseln. Weil das bringt natürlich aus dem Takt heraus, ist klar. Wie die einfach heilt und zwar relativ schnell während des Kampfes, das ist Wahnsinn. Mann! Ich kann keine... Was hatten die für Attacken drauf? Die Attacken drauf, die ich gar nicht habe. Sorry, das ist natürlich fies, wenn du so einfach Kombis machen kannst. Aber gar keine Chance. Mann, ey. Und vor allem natürlich... Das verstehe ich einfach nicht. Warum darf ich keine Fähigkeiten haben? Warum darf nur sie, die sowieso 50 Level höher ist als ich, aber ich darf es nicht. Ja, ist klar. Kopfreizsturz nochmal, kann ja wohl wahr sein. Okay, Strategiewechsel. Seht ihr, da kann ich nichts machen! Da bin ich chancenlos! Sagt mir bitte, was ich da machen soll. Ich habe keine Chance zu kontern. Nicht die geringste.
Schreit die einen Scheiß Mann an, ey. Ich meine, ich komme nicht weg. Ich kann nicht teleporten. Ich komme gar nicht wie beiden zum Teleporten. Blocken geht die Situation auch nicht mehr so weit, als man einmal Verteidigung durchbrochen hat. Also, ja, hier wüsste ich gerne mal, wie man da strategisch vorgehen sollte. Ah, stimmt, ich wollte Strategiewechsel machen, wa? Okay. Fuck! Soll ich rauspowern? Nein! Ey, die Attacke macht mich aber verdammt viel. Da haben wir gerade im 5. abgezogen auf einmal. Krasse Scheiße, wa? Okay, Strategie wäre es, was ich eigentlich sagen wollte. Weniger aufs Quatschen konzentrieren, sondern mehr aufs Handeln, würde für mich bedeuten Schweizerdeutsch. Jo. Weil, ja, Hochdeutsch ist halt doch eine für mich nicht alltägliche, also doch alltägliche Sprache. Ja, schon, aber es war halt ein bisschen mehr Konzentration. Aber auch nur ein ganz kleines bisschen, wenn ich halt normal, für mich normal sprechen würde. So. Scheiß doch doof, ey, Gott, verschießt nochmal. Was ist das für eine hure Scheiße da? So, 22, jetzt machen wir mal schon wieder Deutsch. Hast du Bock drauf? Nö, das ist mir scheißegal. Scheißegal, ob du Bock drauf hast. Fuck! Ja, wieso halte ich mich jetzt auch? Das war jetzt nicht ganz. Ich meine natürlich das mit der verdammten Zeit, hey. Ja, man merkt es, ich werde jetzt wieder quasi nicht mehr sprechen, wenn doch noch Schweizerdeutsch fluchen, plötzlich klappt es wieder. Geil, mache ich künftig immer so. Online-Let's Plays, Fighter Set, Dragon Ball Fighter Set, mache ich nur Schweizerdeutsch. Funktioniert viel besser. Ja, also ich würde sagen, bis auf 1, 2 Szenen war ich echt gut, aber vor allem, bis ich mich selber regeneriert habe. Deswegen, weil ich da im wie heißt der Modus? Auf dem PS4-Controller. R1 näher 2 gleichzeitig drücken. Dann habe ich noch so kurz roter Blitz um mich rum. Man sieht es da auch links oben in der Energieleiste. Weil der Blitz ein bisschen mehr. Ja, der Blitz. Bei Flash, ja. Der Blitz ein bisschen mehr leuchtet. Ja. Blinkt, sag ich mal, weil der blinkt. Wie heißt denn der Modus hier? Keine Ahnung. Wenn ich in dem Modus drin bin, vielleicht haltet mich das dann irgendwie. Ebenfalls also ich muss ehrlich zugeben, ich bin sogar froh über das Ergebnis. Weil ich habe langsam sogar das Gefühl, man kann C21 die Böse gar nicht besiegen. Vielleicht stand sogar irgendwo einfach nur durchhalten. Ich habe durchgehalten. Wir haben sogar eine volle Breitseite ihrer Ultimate-Attacke abbekommen. Und deswegen gewonnen. Vielleicht weil wir. Ich glaube, gerade haben wir gewonnen, weil wir mehr Energie hatten am Schluss. Weil ich glaube, ich hatte ein bisschen mehr als sie noch übrig. Oder haben wir einfach gewonnen, weil die Zeit um war. Keine Ahnung. Jedenfalls, wir haben es geschafft. Und insofern, dass ich nicht besiegt habe, ist logisch, denn das macht nun Son Goku. Boah.
私の邪魔をするな。悟空まだなのかい？サンキュー。もう大丈夫だ。21号分かっています。こっちだ早く。今だ悟空。まだ足りないっていうのか。ふざけやがって。そんな俺たちももう力は残っていないぞ。頼む。ちくしょう。18号さん、これまで一緒に戦ってくれたこの方のことをよろしく頼みます。ありがとう。行ってきます。21号。私と一緒に消えなさい。21号。そんな21号。あらあら、もう終わってしまったみたいですね。Wieso steht plötzlich Buddha? Hat er gar nicht mitgekämpft und Guan auch. Ist egal. これはビルス様、どうしてこちらに？ブルマがごちそうをたくさん用意するっていうから付き合ってやったんだ。気になるに決まってるでしょ。地球の運命がかかってたんだから。それで人造人間21号ってやつはどこにいるんだ？それが元気玉で2人とも一緒に。元気玉受け止めてた悪いやつにいいやつの方が突っ込んでいったんだ。なるほど。おそらくご自身が一番分かってらしたのでしょうね。異常な食欲を本能的に備えられた彼女がいつかまた危険な存在になることを。だからご自分の意志で全てを終えられたのでしょう。自分の命を懸けてでも守ろうとしたんだろう。その覚悟を認めてやれ。21号。そっか。それならまた会えた時ありがとうって言わねえとな。はあ？何を言ってるんだ貴様。まさかドラゴンボールで生き返らせる気じゃ。ちげえって。そんなことしたら21号が体張った意味なくなんだろ。生まれ変われるようにエンマのおっちゃんに頼んでくんだ。そんなことできるのか？頼んでみねえとわかんねえ。思いつきで言ったのか？そう都合よく頼みを聞いてもらえるとは思えないけどね。Och, bei Bu hat das auch getan, also insofern. Oder wird es noch tun? Keine Ahnung. Nein, hat's getan, genau. ま、
頼むだけならいいんじゃない？僕には関係ないことだ。今回の活躍を加味してお願いを聞いてくれるかもしれないですしね。じゃあエンマ様にお願いする前に地球に戻って後始末しないとね。後始末？なんかやることあんのか？18号の中にいるあんたのこと元に戻さないといけないでしょ。あ、そっか。じゃあこいつともこれでお別れになるのか。Jo, sieht so aus. 短い間だったけど世話になったな。でも生きてればそのうちまた会えるって。ホラなんて死んだ後にもみんなに会えたしさ。貴様というやつはまったく感傷に浸る雰囲気もなくなる。ここまでオラたちと戦ってくれてあんがとな。せっかくだから今度会った時はオラと手合わせしようぜ。じゃあまたな。Tja, da bin ich doch gerne mit von der Partie. Ja, war doch ein geiles Ende, muss man zugeben. Und da kommen die Credits von Dragon Ball FighterZ. Die Originalstory stammt von Akira Toriyama selber. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Sehr interessant. Cast Masako Nozawa. Ja, der ist sehr berühmt und vor allem generell berühmt, nicht nur jetzt für die Dragon Ball Charaktere, vor allem für Son Goku und sein Anhangs, beziehungsweise natürlich seine Kinder, seine beiden Söhne. Aber ist ja egal, das ist was ganz anderes. Oh, man sieht hier die ganz anderen Charaktere, die es gibt, beziehungsweise bin noch interessant, wie alles aufgelistet wird. Zum Teil solche, die man im Story-Modus sieht, zum Teil solche, die man nicht sieht, aber dafür halt spielen kann. Faszinierend. Ja, Freunde, es wird Zeit für mein Fazit. Also, ich sag's mal so, vom Story-Arc her finde ich generell eine geile Idee, auch das mit C21 selbst ein bisschen wieder mehr auf die Cyborgs eingeht, denn, ja eben, wir hatten da ja mit Dragon Ball Super hatten wir quasi Freezers großes Comeback. Und wenn er wieder einen Auftritt hat, warum nicht auch andere Charaktere, Schrägstrich andere Personen, die da involviert sind, eben halt die Cyborgs. Da jetzt vor allem halt mit C21, dass es sie gab und ihre Rolle damit und so und ja, dass man da halt die 3 Story-Arcs daraus gemacht hat, nicht zusammenhängend, sondern einfach unterschiedlich, je nachdem, wie man sich halt entscheiden könnte, sprich nachdem wie es hätte laufen können. Natürlich, schlussendlich ist halt C21 immer gestorben in dem Story-Arc am Ende. Aber einmal halt mit den Superkämpfen Anfang an zusammen zu kämpfen, beim zweiten Mal halt mit den Fieslingen, nach die mal zu sehen, oder da Freezer, Cell und so, dass die ja, auf ihre eigene Art und Weise jetzt halt natürlich mit dem Content von Dragon Ball Super. Gut, Nappa ging ja darauf verzichten können, die beiden Schmeißfliegen, aber egal. Der dritte Story Arc war, ja, ich habe schon erwähnt, wie bei Fire Emblem Fates ähnlich. Es war, das fühlt sich jetzt noch sagen, als wäre es der richtige Story Arc gewesen. Vielleicht deswegen, weil man halt sehr viel oder am meisten über C21 erfahren hat. Auch deswegen halt, dass es eine gute und einen schlechten Teil von ihr gab. Insofern, Story Arc technisch, also die Story selber, exzellent gelöst. Wie man es halt von so einem Dragon Ball Spiel mit Einwirkung von Akira Toriyama höchstpersönlich natürlich erwarten darf. Grafik ist natürlich auch eine Bombe an dem Spiel, also da ist es Nonplusultra, glaube ich, viel besser, da kriegst du nicht mehr hin. Das ist also so geil in Szene gesetzt und alles, das ist einfach episch pur. Kampfsystem, das 2,5 Kampfsystem her, generell glaube ich, hat großes Potenzial. Wie ich schon mal gesagt habe, ich glaube, das war innerhalb des ersten Story Arcs noch. Ich habe das Gefühl, wenn du halt mal ein richtiger Gegner mit drin bist, kommst du da nicht mehr raus. Das ist bei vielen anderen Spielen bei der Dragon Ball Reihe anders, wie beispielsweise bei Raging Blast, bei Budokai Tenkaichi 3 war es auch anders oder eben natürlich auch bei Xenoverse 2. Mit dem Wegteleportieren und so weiter und so fort, wenn du noch Ausdauer hast, da ist sie halt anders. Oder es gibt noch Kombis, die ich gar nicht kenne. Das kann ja auch sein. Deswegen will ich jetzt aufs Kampfsystem noch nicht so sehr eingehen. Mein Fazit ziehen, weil eben, ich bin noch nicht so weit, um da
auch wenn man ein ganz Problem jetzt hatte, um zu sagen, ja, da ist das Problem vom Spiel oder das Problem von meinem Controller, das ist mein Problem, whatever, was auch immer sein dürfte. Das müssen wir also herausfinden. Und das heißt, herausfinden, wie wollen wir das herausfinden? Die Story ist ja vorbei. Ja, wird es noch weitere Folgen geben vom Let's Play? Ich bin nicht so sicher. Ich meine, ich kann theoretisch noch versuchen, einen Arcade-Modus nur zu spielen. Ja, und zu gucken, was dann noch alles geben wird, aber dann hat sich's in etwa. Der Rest sind dann die Online-Geschichten, gegen andere online antreten. Das habe ich schon gesagt, dass wir kommen, wir natürlich wieder mal ein eigenes Let's Fight Online werden, das wir schon lange nicht mehr hatten. Aber das wird noch ein bisschen dauern, weil ich bis dahin die anderen Let's Plays noch abgeschlossen haben möchte. Insbesondere halt Dragon Ball Xenoverse 2 und Zelda Breath of the Wild, nach langer Zeit noch mal. Attack on Titan 2 steht ja noch an, etc. etc. Also es kann sein, dass das fürs letzte Part von Dragon Ball Fighter Z war. Und es dann irgendwann, also in einigen Wochen sag ich jetzt mal, ist der Plan, so vermutlich Ende Juni, Anfang Juli herum, dass es dann mit den Online-Parts weitergehen wird, mit dem Online-Let's Play vor allem. Oder aber ich sage mir zwischendurch, das wäre natürlich auch eine Option, war, wenn ich so merke mit der Zeit, oh, es ist eine ziemlich lange Ruhepause, dass ich dann mit dem Arcade-Modus loslege. Also loslege, einfach noch ein bisschen zocke und so zum zeigen und dann unterschiedlichen Charakteren, die es noch alle gibt. Gibt sowieso noch in Zukunft noch einige mehr. Momentan sind ja Bardock und Broly sind raus, es soll auch noch Fusion Zamasu und Vegeto Blue soll kommen, etc. etc. Insofern kommt da von meiner Seite her vielleicht noch was zu diesem Let's Play, aber generell kommt sicher noch was. Kämpfe gewonnen, Klon KOs, Steuerabschluss 95%. Ja, es fehlen noch 15%, warum fehlen die? Das ist ein guter Punkt, um jetzt zu sagen, ich werde das offscreen recherchieren. Wenn das etwas ist, 20 wurde freigeschaltet. Okay, wir haben ein bisschen was freigeschaltet, sehr schön. Gipfel Cyborgs, 80.000 Zähne, krass. Das ist 77%, krass. 85 hier, 75 hier, 73 hier. Schwer, die wollen wir noch verarschen. Plötzlich gibt es hier schwer. Ja, ich finde noch heraus, wieso das hier noch zum Teil Storyabschluss fehlt. Wenn es etwas ist, wo ich sage, das lohnt sich zum Zeigen, dann kommt das noch. Dann geht das Let's Play ganz normal weiter, ein Part 41 etc. etc. Oder extra Parts, kein Schimmer, was ich da genau mache. Wenn es aber etwas ist, wo ich sage, nee, komm, da sind noch so ein paar mehr Klone platt machen, fertig, oder noch ein bisschen mehr Kibus platt machen, nee, dann lohnt sich das für mich nicht. Dann muss ich sagen, nee, sorry, machen wir nicht mehr. Und zurück zur Lobby. Das ist ein ziemlich langer Part. Jo, ein sehr langer Part. Insofern bleibt mir echt nur zu sagen, vielen Dank wieder mal fürs Zusehen. Hier beim neuen Dragon Ball Let's Play. In der nächsten Folge, wenn es noch eine im normalen Let's Play gibt, dann wird es entweder mit dem Story-Modus weitergehen oder, also Gruppenkampf machen natürlich nicht in dem Modus, oder ich werde im Arcade noch etwas zeigen, das könnte theoretisch sein. Und ansonsten geht es irgendwann mit dem Online-Let's Play los. Also insofern, Dragon Ball Fighter Z kommt sowieso wieder. Aber in welcher Art und Weise, das werden wir sehen. Jetzt, wieso ich gerade hier bin, das liegt da, ich will mal ganz kurz wegen den Charakteren gucken. Muss ich noch irgendwie teilweise freispielen? Wenn ja, wie? Ich will zumindest spätestens beim Online-Display alle haben. Nö, ich hab schon alle. Da hat der Freund schon alle, oder? Ja, das ist sicher. Ja. Die Speer muss ich erstmal freischalten, beziehungsweise frei kaufen, ne? So nennt man das ja hier. Egal. Gut, immer mal alle Charaktere, sehr geil. Und natürlich auch 22, weder gut noch böse, doch eigentlich böse. Egal. Bardock, Broly, dann werden noch Vegeto Blue, Fusion zum Aus dazukommen. Gibt's sowieso. Wieso stand da im Endscreen, den Credits stand was von Zamasu? Aha! Ja, vermutlich wegen den gewissen Kombis, war. Die Goku Black drauf hat, Goku Schwarz, Alter. Die Übersetzungen teilweise. Zum Glück haben wir es im Anime nicht so gemacht. Ich müsste kotzen, wenn im Anime Goku, also den hier,
wirklich als Goku schwarz betiteln würden, statt Goku Black. Ich meine, klar, es ist eine Übersetzung, aber sorry, man kann es auch übertreiben. Vor allem klingt es total idiotisch. Aber egal, das ist nur meine persönliche Meinung. Freunde, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal bei Dragon Ball Fighter Z. Sei es hier im Arcade oder Story doch noch etwas, keine Ahnung, oder dann doch online. Wir sehen uns wieder. Bis dahin, ciao zusammen.